Wir sind bereit, mit Son Goku und seinen Freunden die Dämonenwelt so richtig aufzumischen. Dann willkommen zurück zu Dragon Ball Z Kakarot Daima Abenteuer. Okay, es klappt noch wieder. Sehr gut, sehr gut. Ich muss zugeben, ich bin froh, da mal so ein Story-Game zu haben, wo man ein bisschen noch die Welt trennen kann und so. Ne? Ich meine, Sparking Zero als Kampfspiel, so gesehen, ist schon cool. Der Story-Modus dort für meine Verhältnisse eher weniger, aber es erfüllt seinen Zweck. Ne? Und ja, es ist ja mit diesen Daima DLCs ne, mittlerweile. Es ist ja so, dass wir jetzt bei Dragon Ball Z Kakarot immerhin ein schönes Ding bekommen haben. Schönes Story-DLC auch. Was halt so Ding betrifft, die anderen beiden Spiele, also sprich so Xenoverse 2, was man leider immer noch erwähnen muss, ne? Keine Ahnung, wann mal ein Xenoverse 3 kommen soll. Also dringend notwendig wäre es mal. Aber ich glaube, die Kuh schlachten sie, bis nichts mehr geht. Bis gar keine Milch mehr rauskommt, nicht mal tröpfchenweise. Ja, ich weiß, Goku, ich wollte zum Trainingsplatz dort. Oh, come on. Ja, da hoch, ja. Und, bei Xenoverse 2, was glaube ich auch noch irgendwie keine Story, sondern einfach Transformation und Charaktere, das es bereits dort gibt. Und Sparking Zero, naja, gibt es mittlerweile irgendwie auch erst ein DLC dazu. Und das ist noch ziemlich mau, was die Charaktere uns betrifft. Ich meine, es gibt glaube ich bei Sparking Zero schon Mini-Vegeta mit all seinen Formen, aber irgendwie Goku Mini, glaube nur Minu selber, noch gar keine andere Form, also noch kein Super Saiyan und so. Und naja, warte halt erstmal ab. Aber hier dachte zuerst auch, ja, abwarten und dann Han kommt, dachte mir so, weißt du was? Wollen wir den einfach mal starten? Ich weiß nicht, wie lange das Ganze dauert, das war im Teil 1. Wann Teil 2 genau erscheint, wie lange das denn dauert und deswegen sind wir jetzt hier bei diesem Abenteuer. Nani? Hätte man mal das Raumschiff abgeschlossen, ne? 盗まれたということですか。くそ、ちゃんとロックしたのに。Ich erwähn's gerade noch. どうすんだ？こうなってしまった以上、城までは歩いていくしかない。歩いて行けるんですか？ああ、距離はあるがな。なんだ、だったら問題ねえな。Jo, wir haben Zeit und wie es Ende geht und so ist ja gar kein Thema, ne? Alles easy peasy. なあ、それよか早く飯にしようぜ。ほら、腹減ってたまんね。Stimmt, das Wichtigste darf man natürlich nicht vergessen. Son Gokus Magen. 悟空さんはこういう性格なんです。食った食った。魔界の肉も結構うめえな。大した腹だな。ところで、それ面白い棒ですね。これはオラがガキの頃ブルマと一緒に旅してた時に使ってた棒なんだ。伸びたり縮んだりして便利なんだ。今回も役に立つと思って持ってきた。なるほど。そういえばそれを持ってきた時にあちこち探したって言ってましたが。それがさ、もともと如意棒は神様のとことかりんとうってとこをくっつけるもんなんだけど、ほら、てっきりかりん様が持ってるかと思ったらここにはないって言うから。その後亀仙人のじっちゃんとこまで行ってようやく見つけることができたんだ。しかもさ、如意棒を物干し竿に使ってたもんだから、ほらびっくりしたぞ。
はあ、それであちこち探したと。そういうこと。不思議な道具だな。魔界でも目にしたことがない。へへ、だろ。なあ、ここって第三魔界って言うんだろ。じゃあ第二とか第一とかもあんの？ありますよ。大魔界は3つの魔界に分かれていて、それぞれは洞穴と呼ばれるものでつながっています。いや、つながっていたと言った方が正しいですね。どういうこと？いつの頃からか何者かが作った光のシールドで洞穴が通れなくなってしまったんです。そのため魔界間の移動はワープ様を通過しなくてはならなくなりました。ワープ様って魔界に来るときに通ってきたあれか？だがワープ様を使えるのは第一魔界の奴らと第二魔界の一部の奴らだけだ。さすがに今のあんたではワープ様を使えないだろうが。海王神様が？あんたグリンド人だよな。ええ、私は大魔界で生まれたグリンド人です。へえ、海王神様は魔界生まれだったんか。あ、そういや弟がどうとかって言ってたもんな。そういうあなたはどうして使えるんですか？お見かけしたところ第三魔界の方のようですが。俺は第一魔界で仕事をしている。へえ、それはすごいですね。で、お仕事って？いろいろだ。なるほど。そういやもう一つ気になることがあるんだけど、ここに来る前ピッコロが大魔界のドラゴンボールとか言ってただろ。本当にあんのかな、ここにも。ああ、もちろんだ。むしろ大魔界のドラゴンボールが本家と言ってもいい。へえ、ここじゃあどうやって探すんだ？探す必要はない。ある場所は分かっている。分かってる？どういうことだ？第一から第三、それぞれの魔界の決められた場所にドラゴンボールが一つずつ置いてある。それを玉神という戦士が守っている。玉神？つまりその玉神からボールを奪って3つ集めればいいんですね。めちゃめちゃ面白そうじゃねえか。ドラゴンボール集めて。無理だ。俺の知る限り3個全てを集めて願いを叶えたやつは今まで誰もいない。そんなこと聞くとますます燃えちゃうな。ダメですよ悟空さん。デンデさんを救うのが先決でしょ。そりゃそうだけど、助けるついでにドラゴンボールも集めて願いを叶えてもらえばオーラたちも大人に戻れるんじゃねえか。なるほど、試してもいいかもしれんな。あなたまで何ですか。もしそのデンデというやつが殺されていたり見つからなかったらどうするんだ。ここのドラゴンボールで願いを叶えればデンデは助かるし、あんたたちも元の姿に戻れるんだ。だろ？わかりました。試してみましょう。やったですがまずはグロリオさん、あなたの依頼主である第三魔界の王に会うのが先決です。それはそうだな。ドラゴンボールはその後でいい。とりあえず今日のところはもう休むぞ。朝になったら王の住んでいる花壇城に向けて出発だ。
準備ができましたよ。地形に沿って進み続けろ。そうすれば遠くに城が見えてくるはずだ。よし行くか。Mahlzeiten am Lagerfeuer. Du kannst den gesunden Ort mit Lagerfeuer wiederherstellen. Kannst auch kochen, angeln, jagen und so weiter gesammelt hast. Das, okay. Also aus Zutaten, die du vorher gesammelt und geangelt hast, etwas kochen. Gibt es überall Essensrezepte. Etwas kommen. Okay. So. Das war doch ein sehr interessantes あまり自由 Gespräch. 気ままに移動するなよ。ははワクワクが止まんねえぞ。早く玉神ってやつと戦いて。目的が Für was? 玉神と戦うことになってしまっている。悟空さん、デンデさんのことを忘れずに。大丈夫大丈怪しい。 Das sind die, ich dachte gerade, eigentlich wollte er was anderes, aber okay. Also wenn irgendwelche Äpfel hier noch oder so. Ja, die Gespräche, ne? Das finden einige interessante Begriffe, zum Beispiel die Glint, ne? War gesagt, der Kaioshin, du bist einer der Glints. Könnt ihr euch noch erinnern, dass bei Dragon Ball Z, zumindest im Anime war es so, war mal, ne, im Manga gibt es die Stelle auch, genau. Gibt es eine Stelle, wo ja erwähnt wird, dass eigentlich der Unterschied zwischen einem Kai und einem Kaioshin ist, ne? Wir lassen jetzt mal den Dai Kaio lassen wir jetzt mal außen vor, weil den gibt es nur im Anime. Aber ein Kaio, also wie Meister Kaio und die Kaioshins, ne? Dass die ja quasi, da gibt es irgendwie so einen besonderen Baum. 夫。久しぶりの魔界だろ。懐かしいんじゃねえか。そうですね。厳密に言うと、私がいたのはここではないのですが、この魔界独特の雰囲気は確かに懐かしさを覚えます。 Genau. Also eben, da gibt es irgendwie so einen besonderen Baum. Wenn einfach mal so ein Kaio-Baum. Und der hat halt Früchte. Wenn man normale Früchte werden daraus Kaios. Wenn man einen goldenen Apfel trägt, werden daraus Kaioshins. Und aus so einem wurde er quasi geboren. Ne? Also ich schätze jetzt mal, dass sein Bruder genauso ist. Ne? Und ja, dass jetzt die Glints halt aber von hier aus kommen, finde ich interessant. Vor allem auch deswegen, weil es gibt ja einen Planeten, ne? Der Planet der Kaioshins. Bei Namekiana ist es aber eigentlich genauso, ne? Und wenn man gesagt, ja, Namekiana stammt auch von hier ursprünglich, und denken wir so, hä? Ich weiß nicht, wo irgendwie die Ortschaft der Namekiana ist und so, aber auch Planet Namek hat ja gar keine Ähnlichkeit mit dem hier. Und das hier ist eher ein bisschen Wüste, leicht tropisch, und Namek war ja eigentlich eher alles grün, ne? Von dem her. そういや、ゴリラも結構強いよな。もしかしたら海王神様より強いんじゃねえのか。私も強さには自信があるんですけどね。俺の名前はグロリオだ。 Ich dachte gerade, hey, von wem spricht Son Goku da? Ja, sie redet von Glorio. Okay. Ja, und das andere, ne, die Rede da von den Dragon Balls, ne, von denen sind die Ursprungs-, die Originaldinger. さっさと城に行くぞ。あれもこれも見たことねえもんばかりだ。魔界は初めてだから全部が面白くてさ。Aber trotzdem ist es ja auch interessant. Ja, Son Goku ist klar, dass du da auch viel quatschen willst und so, aber ich würde gerne ein bisschen erzählen hier. 子供になったのか。 Also was machst du einfach so, weil sonst dauert es lange. Ja, und das andere ist eben auch mit diesen Dragon Balls, ne, die hier erwähnt worden sind, ja 3 Stück. Der Originalsatz. Aber eigentlich hatten wir immer 7 Dragon Balls. Außer bei Dragon Ball Super. Einmal auf irgendeinem Planeten, wo es auch Namekiana gibt. Dort braucht es sogar nur 2 Dragon Balls. Dann kann man sich natürlich fragen, ja, wenn das der Originalsatz ist und wir trotzdem von den die Super Dragon Balls aus Dragon Ball Super sich irgendwie außen vor lassen, sagen, ja, die wurden damals von diesem Drachengott erschaffen, Namekiana haben dann von dem irgendwie das quasi wie abgeguckt. Kann man sich trotzdem fragen, ja, warum sind es nur 3 hier in der Dämonenwelt? Ich glaube, es hat einfach vor allem den Hintergrund, weil, stell dir mal vor, wir müssen in 7 Dämonenwelten und 7 Wächter besiegen. Weißt du, wie das den Anime strecken würde? Junge. Oder trotzdem 3 Dämonenwelten, aber 7 Dragon Balls und für ihn gibt es einen Wächter und so. Boah, das wäre übel. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Grund ist, wieso man sich dann gesagt hat, nee, dann lieber doch nicht. Aber warte mal, ich kann gar nicht mehr hin. So, hier. Und ja, ebenso, eigentlich ist das Dragon Ball Super. Es wird noch ab und zu hier ein paar Informationen geben im Spiel. Also generell in Daima, wo man sich dann fragt, hallo, ist das bei Dragon Ball Super nicht ein bisschen anders erklärt worden?
Das lass jetzt mal außen vor, weil ich, auch wenn es noch nicht offiziell bestätigt wurde, ich glaube nicht, dass Dragon Ball Daima und Dragon Ball Super im selben Zeitstrahl stattfinden. Aber dazu dann später, wenn wir mal soweit sind. Hä? Jetzt los. Das klang so, als wäre der verdammt nahe dran. Deswegen bin ich ganz so erschrocken. Dachte, hä? Was ist denn los?小さい魔人が追われてますね。追っているのは憲兵だな。大魔王直属の兵だ。まあ俺たちには関係ない。観念しろ。行くぞ。憲兵に目をつけられると面倒だ。悟空さん？そうは言ってもチビ一人相手にあれは卑怯だろう。おい、邪魔をした者は強制連行だ。素顔を見せろ。嫌だね。だったら腕ずくだ。ちょっと待った。お前たちの相手はオーラがする。なんだ貴様は。ガキだろうと我々を邪魔することは許さんぞ。かかってこい。Bin ja gerade der Einzige, der gerade irgendwie dachte, das sind irgendwie die Symbole bei diesen Typen. Die haben so irgendwelche Symbole auf ihren... Moment, ich will es noch ganz kurz zeigen, bevor der kämpfe. Aber ihren Anzügen haben sie irgendwelche Symbole, seht ihr das? Das können wir ein bisschen näher rankriegen. Ja, hier sehen wir es gerade relativ gut. Diese Symbole, die erinnern mich ein bisschen, also ich kann mich täuschen. Die erinnern mich ein bisschen an diese eine Fraktion aus Blue Dragon. Gut. Ist nicht wirklich verwunderlich, weil... Was? Andere Gegner können Statuswirkungen bewirken, wenn du getroffen wirst. Achso, stimmt, ja, deswegen haben wir die Käfer, ne? Genau, was ich sagen wollte, also wundere mich nicht von dem her, weil Blue Dragon stammt ja, also zumindest Charakterdesign und so stammt ja auch von Akira Toriyama. Der hat ja auch stark mitgewirkt. So, jetzt reicht's aber. Kann ja eigentlich schon Super Saiyan werden? Geht nicht, wa? Junge, gehen wir dir auf den Sack. Der ist dann viel besser. Oh, ja, interessant, dass wir jetzt ein höheres Level haben als die Typen auf dem letzten Part. Also im ersten Part besser gesagt. Ey, kommt wieder einer. Haben jetzt am Ende der letzten Folge noch irgendwie mich ein bisschen geboostet? Ich habe viel davon. Jetzt bist du am Arsch.
Und jetzt auch! Boom! Junge, vertragen die was? Das ist eigentlich normal. Wo sind eigentlich... Die anderen Typen sind nicht da, ne? Meine Freunde. Allein gelassen. Junge, mach wenig Damage. Ist ja echt krass. Junge, Junge. Level up. Oh. Ja, wieder 4 Levels, ne? 軽い軽い。 Naja. なんだお前。やってくれたな。何、どういう状況？とりあえずこの場。勝手な行動は慎んでくれ。悪い悪い。けどチビ一人だけやられてんのは見てらんなくてさ。チビ？あんたの方がチビじゃないか。それに私にはパンジって名前がある。パンジ？おかしな名前だな。そういうあんたは？悟空。悟空？あんたの方がもっと変な名前じゃないか。Touché. でも助かったよ。サンキュー。あなたはなぜ憲兵に追われていたんですか？あんたはここの魔人じゃないだろ？グリンド人だよな。ああ、すみません。私はシンと言います。旅行のために第三魔界に来たんです。 Immerhin haben sie seinen Namen belassen, ne? Wobei eben. Er gehört der Rasse der Kaioshin an und heißt Shin. Also, sorry, also da haben sich die Entwickler auch viel Mühe gegeben, ihm einen Namen zu geben. Geht's noch leidenschaftlicher? ゴリロだ。一緒に旅してんだ。 Glorio, Mensch, Junge, Son Goku, du erinnerst mich ein bisschen an Ruffy, ganz ehrlich, der hat doch so Mühe mit Namen. 違う。グロリオだ。グロリオね。ところで、さっきの質問ですが。ああ、ちょっとあいつらを怒らせちまって。でもひどいことをやってたから我慢できなかったんだ。ひどいこと？そう。この前から大魔王がダーブラからゴマーに変わっただろ。そしたらあいつ捧げ物を金貨3枚に増やしやがったんだ。しかもそれが払えないなら金貨1枚につき寿命を3年吸い取るって言いやがって。そんでめちゃくちゃ腹が立ったから憲兵に特製のわさび爆弾を投げてやったんだよ。それで彼らに追いかけられてたと。そういうこと。やるなおめえ。だろ？でもいつまで逃げられるかわかんないよ。この首輪がある限り私たちは逃げられないんだ。首輪？たちの悪い魔人の多い第三魔界の連中は全員魔法の首輪をつけさせられるんだよ。まあ今回はスキャンされてないから追跡はされないだろうけど、次に憲兵に会ったらヤバいかもな。大丈夫だろう。追っ手が来たら倒せばいいだけじゃねえか。私はあんたみたいに強くないからさ。憲兵に対して注意すべきはお前の方だ。そっちの娘は仮面をしていたから顔がバレていない。だがお前は違う。顔を見られ、しかもボサボサ髪と赤い棒というおまけ付きだ。Also du musst gerade was sagen, wenn es um Frisuren geht, Glorio. そんなにボサボサしてっかな。 Nein, Son Goku, hör nicht auf ihn, deine Haare sind super. さっきの憲兵たちが連絡を取り合って、お前は指名手配されるはずだ。
なんか悪いな、助けてくれたばっかりに。別にいいよ。さっきも言ったろ、追っ手が来たら倒せばいいんだ。行く手を邪魔されると困る。憲兵に見つかる前にさっさと。それもそうですね。ではパンジさん、あなたも気をつけて。じゃあな。なあ、城って花壇城のことか？旅行なのになんでそんなとこに？すみません、内緒です。じゃあ私も一緒に行く。断る。いいじゃんか、一緒でも。城の行き方私詳しいし。ついていくったらついていくからね。いいのでしょうか。ま、いいんじゃねえか。 Leute, ich muss mich korrigieren. Jetzt Folge meinte ich noch von wegen, hey, wir haben die Truppe ja beisammen, so Goku, Trunks und Pan aus Dragon Ball GT in Form von Shin und Glorio. Nein, das ist Panzi, das ist eindeutig Pan aus GT. Aber sowas von, vor allem auch so, wie sie mit Goku spricht, wobei war Pan zum Teil noch ein bisschen aggressiver. Und ja, Glorio natürlich trotz Trunks, ne, ist klar, der Erwachsene, wenn man so will, weil Trunks ein bisschen cooler drauf war. Und Shin, also unser Kaioshin, der wäre dann wohl einfach Giru, also der kleine Roboter. Wegen den logischen Argumenten und so. Trainingsplatz. Das klingt hervorragend, Freunde. Aber das machen wir tatsächlich erst in der nächsten Folge. Ja, die kennen wir Dinger. Das ist nichts Neues, das kennen wir alles schon. Zeitlang meiden. 悟空って耳が丸い。なんで？ほら、サイヤ人だからな。それってどこの魔界？第2だ。へえ、第二魔界には耳が丸い魔人もいるのか。 Also entweder hat Gloria gelogen oder das stimmt tatsächlich. Die Saiyajin stammen eben auch aus der Mondwelt. Ne? Da gibt es so ein paar Theorien darüber, dass es durchaus sein könnte, aufgrund der Tatsache, dass sie sich ja transformieren können. Ne? Also nicht nur in Super Saiyajin, sondern eben auch in die Osarus, also die goldenen, in die großen Wehraffen. Ja, aber schlussendlich muss man irgendwie sagen, ja, sorry, man kann jedes Volk, was irgendwie ein bisschen besonders ist, in die Mondwelt packen als Ursprung. Finde ich jetzt ein bisschen übertrieben tatsächlich. Aber gut, anderes Thema. Da müssen wir sowieso hin, ne? Freunde, ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Wir machen in den nächsten Part ein bisschen Training, ein bisschen Upgrading für Son Goku und jo, schauen wir mal, wo uns das Abenteuer weiterführt, ne? Hier in der dritten Dämonenwelt bei Dragon Ball Z Kakarot Daima. Bis dahin, bye bye.